Pommadorum, Schmischmaschmorum, Simsalaborum oder so ähnlich. Und da hat es unten in der Küche plötzlich angefangen zu knistern und knastern. Und es hat gewallt und gewabbert und aus dem Ofen hat es zischt und gefischt. Mary-Lou ist flink ab dem Dach gestiegen und in die Küche gerannt. Sie hat an der Bachofentüre gerüttelt und hat sie dann mit einem grossen Ruck aufgekriegt. Aber statt einer feinen Pizza hat sie eine Art Kuhpflade zum Ofen ausgezogen, die gestunken hat wie Bach und Schwefel und zum Essen geschmeckt hat etwa wie Schuhcreme. Und Mary-Lou hat sich fürchterlich aufgeregt. Sie hat in der Hexenküche donnern und blitzen und das Geschirr ist runtergeflogen, die Pfanne hat aneinandergetatscht und die Kochlöffel sind durch die Luft durchgeflogen. Der Kater hat es nicht gern gehabt, wenn Mary-Lou so hässig geworden ist. Denn es ist schon ein paar Mal passiert, dass Mary-Lou in ihrer Wut Sachen gesagt hat, die sie nicht hätte sagen sollen. Denn Hexen müssen immer aufpassen, was sie sagen, sonst hexen sie plötzlich etwas an, was sie eigentlich gar nicht hätten wollen. Immer noch hässig hat sich Mary-Lou auf ihren Schaukelstuhl gesetzt und hat geschmollt. Und wenn es nicht besser geworden ist mit ihrer Stimmung, hat sie ihren Werkzeugkoffer vorgeholt und hat unter den Stegen angefangen zu hämmern und zimmern. Es ist nicht lang gegangen, da ist der Schmollecke, so hat sie es genannt, unter den Stegen fertig gewesen. Sie hat Tücher aufgehängt, den Küchentisch angeschleppt und viele Küsse am Boden ausgelegt. Auf der Küsse unter dem Küchentisch hat sie sich angesetzt, hat Beine angezogen und einen Mutschkopf gemacht. Der Kater ist währenddessen auf dem Stegengeländer gesessen und hat sie beobachtet. Plötzlich hat es an der Tür geklopft. Die gelbe Posthex ist draussen gestanden. Die Posthex hat es immer brisant gehabt. Darum hat sie ja immer nur ganz wenig geredet und einen extra schnellen Hexenbesen gehabt. «Post ist da!» ist das Einzige, was sie gesagt hat. Und der Mary-Lou einen Brief angeworfen und schon hat sie sich wieder auf ihren Turbobesen geschwungen. Mary-Lou hat den Brief aufgerissen und laut gelesen. Hexenfest in der nächsten Vollmondnacht mit grossem Zauberwettbewerb. Hui, fliegst Tonnen einmal, hat Mary-Lou geschumpfen. Ein Zauberwettbewerb? Da muss ich ja Tag und Nacht üben. Dabei weiss ich nicht einmal mehr, wo ich meine Zauberbücher habe. Die Sucherei ist losgegangen.